Voilà, schöne gute Morgen alle Guten. Wir sind der Patrick von der biologischen Station vom Naturpark Urversauer. Ich will euch heute weisen, wie eine Blumenwiese richtig anlegt. Wir hatten hier eine Aktion am Naturpark, wo ihr könnt über uns Blumensamen bestellen. Und außerdem müsst ihr alle gut daheim bleiben. Südkorea hat vielleicht ein bisschen Zeit und das wunderbar für dafür etwas draußen zu schaffen. Also will ich das Schritt für Schritt weisen, wie ihr richtig eine Blumenwiese anlegt. Weil das echt, was ihr ja mal möchtet, wenn ihr eine Blumenwiese anlegen wollt, muss ihr überhaupt mal so kaufen gehen. Für die Leute, die sich bei uns so kaufen, das ist eine Mischung, die vom Naturmuseum zusammen mit dem Sikona ausgeschafft worden ist und die extra Plötzburg aufgestimmt ist. Das Gute an der Mischung ist, dass die Mischung hauptsächlich aus mehrjährigen Pflanzen besteht. Das heißt also, dass die Pflanzen, die mehr wie einmal blühen. Und das ist auch etwas von den wichtigsten. Da muss aufpassen, wenn ihr so kauft. Ganz viele Mischungen, die da echt so mal am Supermarkt oder am Baumarkt zu kaufen kriegt, die zielen einfach darauf auf, dass es das erste Jahr, nachdem es so angelöst hat, einfach super flott ausgesät. Aber den Effekt kriegt ihr nicht mehr, wenn ihr einjährige Blumen an die Mischung dran mischt. Und einjährige Blumen, so wie der Name schon seht, die blühen just einmal am ersten Jahr und da verschwinden sie. Und dann der Boden nicht neu beschafft wird, da kommen die nicht mehr rein. Dafür passt darauf, gute Samen zu kaufen mit mehrjährigen Pflanzen. Eine Möglichkeit ist also, wie gesagt, die Lützebäuer Mischungen, die in über Riga Hofmann kann kaufen. Oder eben dann direkt beim Naturpark oder beim Blannenheim zu Bierspösch. Aber voilà, passt einfach darüber auf, dass ihr gute Samen kauft, nicht so viel einjährige Pflanzen, viel mehrjährige Pflanzen. Gut, so laufen wir den Samen also hin. Das nächste, was könnt, ist die Fläche vorbereiten, ob der wir da als neue Blumenwiese wollen anlegen. Wichtig dabei ist, dass der Boden ordentlich vorbereitet wird. Es geht eben nicht so, wie viele Leute das oft mengen, dass ihr Samen von wilden Blumen, die brauche ich just irgendwo hin zu geheien, und da geht das schon. Das funktioniert nicht. Auch hier muss der Boden ordentlich vorbereitet gehen. Ordentlich vorbereitet heißt, dass die bestehende Grasnurf muss fortgemacht gehen und der Boden muss oberflächlich gelockert gehen, sodass der Samen, den man drauf geheien, guten Kontakt mit dem Boden kriegt und eben dann auch viel Lut kriegt und gut kann keimen. Hier wollen wir langs diesen Zong eine echte lineare Sache anlegen. Das geht also eine relativ kleine und schmal Blumenwiese. Wir werden noch hier mit zwei verschiedenen Samenmischungen schaffen. Das eine ist echter Saum, das ist also etwas, was ein bisschen mehr, im Endeffekt ein bisschen mehr heiß geht. Und das andere ist dann die klassische Blumenwiese. Wir laufen mit den Samen also hin. Geht es also darum, den Boden zu bereden. Und zwar, was wir machen, ist eben die Wurst, die da ist, aufzuschälen. Am besten geht das mit einem Hehl. Da kann den Boden dann eben so wasch. Und das war die Wäsche gehabt, das möchte ich irgendwo bekommen. Und guckt ihr, was den dann noch da möchte. Wir hier können wir auf jeden Fall nicht gebrauchen. Das ist also der erste Schritt, der Wurst waschen. Okay, so, wir sind hier also fertig. Noch knapp 5 Stunden sind als ungefähr 20 Meter Carré hier aufgedroht. Wir haben also Grasnurf raufgeholt. Bon, so sieht das hier aus. Da sind also ein paar nach wie Deckklatzen dran. Hier ist noch Gras, was sowieso auf Zeit muss. Bon, was wir machen, der nächste Schritt ist, wir zu probieren, den Boden so rein wie möglich zu kriegen. Ihr seht, den hier ist wirklich schon nicht schlecht.
Wir probieren das also ein bisschen rein zu machen, die Knüppel, die noch dran sind, rauszuholen und nicht einigermaßen riech zu machen. Das muss auch nicht wie man lineal gezogen, wir wollen ja auch keine englische Wurst machen. Nee, muss relativ rein sein, für das es einfach ein bestmöglich Saatbett gibt. Das heißt, so den einen guten Kontakt überall am Boden hat. Das möchte den am besten in diesem Fall, wenn schon so rein ist, wie es eigentlich ist, ging schon am besten mit dem Reis. Ansonsten muss ich eben nachdenken, mit dem Hehl, vielleicht die Deckschollen, die noch vielleicht da sind, zerkleinern. In diesem Fall geht heute Reis wirklich dick durch. Ich fahre ein Kadummer da so drüber. Da seid ihr noch vielleicht, wo noch die Stecker sind, die ihr noch muss rausholen. Das riecht also ein bisschen feurig, ein bisschen hier und hier. Und da seid ihr schon heute, sammeln sich halt so die Deckstecker an, wo noch ein bisschen Wurzeln dran sind und so. Und da können wir dann auch auf die Seite, dass man dann noch bestmöglich schönen Rängen Boden haben. Voilà, das ist also die nächste Etappe. Alles. So, ich rieche mich spät, sind wir dann haben angekommen. Du hast also alles plus ou moins schönen reinen Boden. Noch große Dinger, die kann ich rausholen. Und da wir eigentlich das schwerst von der Arbeit gemacht. Also ich habe wieder gesagt, ja, Müller plus minus 5,5 Stunden gebraucht für die 20 Quadratmeter, habe ich gebraucht. Voilà, also es geht nicht vom selben, aber das wirklich nötig, dass da den Boden gut vorberät, weil es sonst einfach immens schwierig ist für die Pflanzen umzukommen. Konkurrenz vom Gras ist das einfach so groß, dass einfach eine Keimung von den Samen einfach nicht oder just ganz schwer möglich ist. Dafür mag ich, wenn ich die mehr, die werden nur, da wir da 100% mehr Erfolgschancen haben, wie wenn es einfach probiert, dann ein bestehend Wiss ranzusehen. Voilà.